Moin und herzlich willkommen am Minette Mashup, dem Podcast von der Minette UNESCO Biosphäre und zusammen habe ich beim IKCNCI an dem Moi. Moin und herzlich willkommen für eure Januar-Edition vom Podcast. Mein Name ist Jan von der Minette Biosphäre, aber immer haut wie immer Marike vom Musee von der Erbest. Hallo. Guten Morgen. Und Maria vom CNCI. Guten Morgen. Moin Maria. Ja, wir sind natürlich auch an diesem Jahr überall an den sozialen Medien zu finden. Hashtag Minette Mashup. Denkt dran, uns bei ihrer Podcast-Plattform zu abonnieren, für keine Episode vom Podcast zu verpassen. An das Jahr steht die ganz am Zeichen von den 11 Gemengen von der Minette Biosphäre, auch von denen Leuten, die Verantwortung an diesen Gemengen drohen. Der Tisch der Bürgermeisterin und der Vertreter von den Gemengen am regionalen Gemengensyndikat Pro Süd, den Minette Biosphäre geriert. Den Start machen wir dem Alphabet noch zu Beeteburg, aber für den Monat Januar direkte Pläsier mit 2 Beetebäuer zu poteren, mit Bürgermeister Laura Zeimet und mit Jean-Marie Jans, den Gemeng am Komitee vom Pro Süd vertritt. Der sieht alle beide auch wirklich Beetebäuer oder kommen da aus anderen Wirtschaften, die zu ihrer Gemeng gehören, weil Gemeng Beeteburg ist ja nicht just Beeteburg. Also wir sind allen zwei von Beeteburg. Ich schon mein ganzes Leben zu Beeteburg gewohnt, an der Ferner Mertenstraße abgewusst, an eine riesige Karriere gemacht, an die Welt rausgezogen, 200 Meter weiter an die Liberationsstraße. Ja, ich bin noch zu Beeteburg abgewusst, mit Ausnahme von der Zeit auf der Uni auch immer hier gewohnt. Und sind nicht hier geboren, ich meine, du auch nicht. He? Die Chance hatte ich nicht, meine Brüder sind hier geboren, aber sie sind in der schönen Stadt Aschot willkommen. Okay, also am Anfang da quasi Minette von Geburt. Von der Geburt her im Minette-Stop, ja. Also es ist Beeteburg durch und durch. Beeteburg ist ein Platz, die sich gut prätiert wird für eine neue Challenge, den Marike das Jahr angeht. Marike, was schon du? Marike, du hast dafür geholt, du kennst beim öffentlichen Transport. Also das man schon von sowieso. Wie vielleicht ein paar No-Lausterer wissen, habe ich kein Auto. Und ja, ich bin ein großer Fan vom öffentlichen Transport. Und ich teste den lo und ich annonciere dann auch immer, wie ich auf die gewissen Plätzen kommen sind. Mhm. Wie hast du dann heute gegangen, für auf Beeteburg zu kommen? War ganz spannend. Ich habe den Zug geholt von Asch auf Beeteburg. Ja, das ist ein furchtbar kompliziert Strecke. Aber. Also, es gesagt denn schon, also ich hole noch ganz viel den Bus. Ich hatte bald 650 geholt durch Kiel, über den Kieler Porto, den also auch ganz gut. Mir du gesagt denn dann, wie viele Leute den Zug holen muss. Und ich war frei heim. Ja. War alles pünktlich. Vielleicht können du direkt drunter knappen an die ein oder andere vorstellen, weil Beeteburg ist ja so ein bisschen eine Eisenbahnstadt. Ja, du könnte man vielleicht mit Herr Jans schwatzen. Die sieht auch Mobilitätsschaffen. Nee, kommen wir aber zurück auf den Zug. Du hast sich ja auch viel gedient. Du hast am Gangen sich viel zu dienen, dass der Dienstwerdel direkt mit dem Zug nicht unbedingt etwas zu dienen, dass wir das mal halt Brick, Tamerel Brick, ersetzt von der Paille Chaussee. Der andere das aber, dass auch am Gangen als eine Linie gebaut zu gehen, die an die Stadt geht, und die hoffentlich wird dazu führen, dass der Trafik mit sich noch wesentlich mehr pünktlich ist, wie in Haut ist. Über die Frequenz von sich können wir uns ja nicht beklagen, weil wenn ich persönlich an die Stadt fahre, hole ich ganz gerne den Zug an, ich gucke den Horaire nicht für drin, weil kann den einfach gerne kommen und dann den nächsten Zug holen, den sich auf einem von der Quai präsentiert. Also Treser Undil unzuell mam Zug zu Lützeburg also 30% geklommen am letzten Jahr allein und es sind natürlich immens viel Frontalien. Kann engem vorkommen, dass das als schlecht geschieht. Da wollte man dann einen Zug holen, den am meisten Quai, das sind dann immer die von Hagandange kommen. Und wie das mal im Quai nicht viel gedreht haben, wie das sich gehört, haben wir als ein Tour aufgewehrt, für ranzuklammen und wir sind dann tatsächlich nicht mehr rangekommen. Weil die schon so voll war, wie in an Gera gefahren ist, dass für uns kein Platz mehr war. Das war kein Problem, da sind wir
5 Minuten mir spät mat engem Zug op engem Männer ke gefuer. Dat war dann den de vun Äsch kom, dat war den wo Dir lo geholet fir de Moien ze kommen an den mir der Gehol fir weiter ze fuhren. Och do kann engem fir kommen, dat et mé enket mé do klamme méi Leiit ze Beetburg raus fir dann zum Beispiel op Dideling ze fuhren an dann gëtt zu Beetburg méchens Plätz fir dann an den Zug ranzeklammen. Du hast auch de Velo geschwert, wo man wirklich mam Raoul Petit, der auch an der Gemeng Schulmeister geschwert hat, den all der von Dideling op Beetburg man Velo fir egal wie wir daraus. Also Beetburg Dideling ass natürlich lo flott fuhren awer och. Wann den an Städtwelt fuhren, das Punkt, dass der doch richtig flott fuhren aus dem Moment, dass nach den einen oder anderen Hick dran. Wir delen die Begeisterung an mir hun dofir auch bei Eis an der Gemeng dafür gesucht, dass die verschiedenen nationalen Velospisten, die eben zwischen den Wirtschaften befinden, an hier zu fuhren, für die proper zu verbannen, für die proper sicher zu verbannen, hummer eng Reihe von unseren Straßen, die ja schon 10 Jahre an der als 30er Zone definiert sind, hummer lo definiert als Velosstraßen, wo dann den Velo extra protegéiert das an dem Sinn, dass das Auto und de Velo nicht dürfen überholen, an dem so also seg Plätz, die verdingt wird auf der Straße garantieren, an der lebt effektiv, dass wir hier können aus der Stadt zum Beispiel mit dem Velo rauffahren oder auch einer Leute mit dem Velo rauffahren, über die Velosstraßen ob eng einer nationalen Velospiste fahren und davon du sicher weiterfahren. Das war die Idee von dem Projekt, den wir, wie gesagt, für eine Reihe von Gemeinden gesagt haben. Top, also ganz flott. Können wir schwätzen ein bisschen auch über Ämter, Verantwortung, die dafür Gemeinde Beetburg droht. Laura Zeimet, der sieht 10. November 2011 Bürgermeister von Beetburg. Wie der DW an Politik fand? War die vier bestimmt oder war der DW die von Zufall gekennzeichnet war? Also nee, viel bestimmt wäre sicher nicht. Wir hatten aber immer auch politische Diskussionen Kirchentisch. Das sind immer gerne Anekdote, die muss also auf RTL die Sendung gehen. Chefredakteur für eine Stunde an der erst Samstags, das war immer Pflicht, das zu lauschen. Sie heißt auch nicht mit Götze am Anfang noch immer. Götze noch immer dann hast du Spaghetti gehen und dann hast du gelauscht gehen und dann hat mein Papa und du besonders von den Kastek Witte war heute sich mit dem dialogiert. Das war dann immer ganz spannend, so dass ich aber frei mich für Politik interessiert tun und mich noch relativ frei engagiert tun und ja, du hast bei der irgendwie kommen. Das heißt, du DW durch Tourenorganisationen genau, von der CSV? Bei der CSJ angefangen und dort Schüler, Studenten gegründet und ja, so ist das weitergegangen. 13 Jahre Bürgermeister sind, das ist auch schon ein langes Stück. Gibt es da so ein Amendlo, positiv oder negativ, wo der sagt, dafür allein heute zu rentiert, Bürgermeister zu gehen? Ja, dem Moment habe ich all Jahr, wenn man mit der Literatur am Frühjahr halt zu Beetburg am Kader vom Literatur go für ein paar Jahre oder für 10 Jahre, weil das feiern wir das Jahr, die Geburt von einem Jugendliteraturpreis an all Jahr von die Jung und sind da ganz viele, die doch matt machen und wenn die Finalisten dann da auftreten, ihre Texte für das und war schon da wäre allein für die Idee für die Jungen so können zu unterstützen. Wird schon der Wert. Und natürlich all die Projekte, die man realisiert haben, wenn der Moment von der Inauguration kommt, also immer hochfrisch, aber wenn den dann lernst du, dann kann ich so, voilà, das ist aber matt, auf der Februar, das ist schon schön. Jean-Marie Jens, der sind mehr oder minder genau, wir sind im Januar 4 Jahre Chefin heute zu Beetburg. Wie weit verändert das Leben, wenn ob einmal Chefin ist? Ja, also das war ja für mich, ich war ja schon relativ rezent auch überhaupt an der Politik, weil ich 2017 für die Schmatt an Gemengewahlen gegangen sind, und dann die Chance hat, für effektiv gewählt zu gehen, und dann wie Christine Dörner sich aus der lokalen Politik zurückgezogen hat, als mit Gelegenheit der Geburt gehen für Chefen zu gehen, und das hat natürlich vieles verändert, weil
in aus der renger Tätigkeit an dem Gemengerot sich mal rumfand huet an der Exekutiv von der Gemeng an ever entdeckt huet, werd alles sich do handrun verstoppt an kon Verantwortung iwwerhoelen tut mein Alldag verändert an dem Sinn, dat ich még Tätigkeit an der Schule, wo ich geschafft hun zur Abtalst reduzéiert huet, wo ich auch dankbar wäre, dass ich damals einen Direktor hatte, den extrem mich unterstützt hat, den Stundenplan so gemacht hat, dass das ging kompatibel ging, auch noch Kollegen, die bereit waren, in Klassen zu verholen. Ja, das war mitten am Schuljahr. Das war mitten am Schuljahr. Und dann gut Kollegen haben dann effektiv meine Klassen zum Teil überholt, die am meisten kompatibel mit meinem Amt hier an der Gemeinde wären, mit dem Horaire, den ich einfach immer irgendwie misstun. Und da war ich froh, dass ich so viel Unterstützung kriege, sonst wäre es nicht so elegant gegangen oder nicht so agréabel über die Bühne gegangen. Ich meine, so die Horaires-Geschichten, du schwätzt mal noch ein bisschen drüber. Ich wollte direkt anknüpfen. Du kannst gerne. Weil ihr wart Informatics-Professor. Huet d'Enseigneieren vun de Schüler is dann wësse fir bereet op das Ja. neue Roll. Also, et war natürlich zu keinem Zeitpunkt. Ich kann mich an keine Stunde erinnern, wo han nur meine Konklusion gewirrscht wäre, oder da war wir eine gute Schritt Richtung Chefin an der Gemeinde. Also, das war nie der Fall. Wenn ich aber vergleicht, ein bisschen die Charakteristiken, die ich als Prof muss haben, an die ich als Chef brauche. Als Prof muss ich am Klassensaal sein Mann stehen an eins gehen mit den Schülern und Studenten, die für sich sitzen hört, am Chefen rot muss ich natürlich auch für seine Ressorts können richtig stehen an Rede und Antwort vis-à-vis von dem Bürgermeister, vis-à-vis von den Kollegen, vis-à-vis von den Bürgern können stehen. Dann auf der anderen Seite als Prof schafft ihn an einer Equipe von Kollegen an, heißen wir Gott sei Dank auch an einer flotter Equipe von Kollegen, wo wir am Cheferrot unter der Leitung vom Bürgermeister wirklich eine immens gute Stimmung haben und das hat einem, was man so vieles ganz einfach gemacht. Merci. Da kommt man Potre noch ein bisschen über die Platz, die der erst für das Gespräch rausgesicht hat. Location vom Moment. Wir lassen nämlich allkehrste Schwa Eisen erwitern das ganze Jahr durch, wo an ihre Gemeinde Eis empfangen wollen. An wir feiern das Gespräch hier an der Räumlichkeit von der Beetebauer Gemeinde selber am College Schloss. Für was habt ihr zwei Eis hier erwitert an den Schwellmal das Reunionssaal, das ein fantastisch flotte Reunionssaal mit getäfelten Mauern, die alle guten Muster haben, mit einem gewölbten Dach, den von der Verzierung hier vom Stuck drauf einfach einem den Atem holen kann. Und dann neben dem riesigen Marberskamin, dem eigentlich auch schon mal, ob man es 2-3 Wochen nicht mehr wirklicher Betrieb ist. Also gesagt man nicht so aus, wie wenn man noch benutzt wird, für das Gebäude ging zu hitzen. Für was hat erst das Platz rausgesicht? Ja, ich hatte die Antwort also sich ganz einfach, das war mal ein praktischer Grund, weil sie wollte Jean-Marie, wie wir selber heute Morgen hier auf der Gemeinde auch waren, und wenn du gesagt hast, ja, dann machen wir die Rendezvous hier auf der Gemeinde. Aber weil wir die flotte Saal auch hier haben, die sich, denke ich, auch gut dafür agent, das effektiv den kann man so in den flottsten Saal hier am Schloss. Und gedacht, das genutzt für Hochzeiten, gedacht, genutzt für die Sprechstunden, man Bürgermeister. Also so, dass dort dann alle Bete bei Lunch kommen. Und die können sich noch erinnern, wie den Herr Koller hier am Schloss war. Und das war auch sein Büro. Und dann hat dann hier in viele Chefs dann noch halt Karte, weil nicht so viel Land verpacht und verlohnt. Und alles das läuft dann immer hier an den Chef. Und da können Einzelne sich nach daran erinnern. Heute ist das alles ein bisschen mehr entspannt. Heute sind hier Reunionen, Sprechstunden und auch Hochzeiten. Was da meistens ein ganz flotter Moment ist. Sind wenn Jaskoller Schloss da sitzt von der Beetebauer Gemeinde? Ich gebe den Tipp ab 91. Müsste das gewesen sein, 1991, wo die Gemeinde dann rübergeplündert ist von der aller Gemeinde an das Schloss. Das Schloss an den 70er Jahren gekauft von der Gemeinde, von der Familie Koller, die damals verkauft wurde.
Und du war aber lange Zeit auch Diskussion, was soll am Schloss geschehen. Und dann an den 80er Jahren hat die Gemeinderat dezidiert, dass den Sitz von der Gemeinde sollte gehen. Und dann ist sich alles umgebaut gehen, all den jener Seite vom Hof, da hat also sich alles neu gebaut gehen. Und wir sitzen heute sich nach am Urschloss. Das war bestimmt auch eine große Herausforderung. Mehr Haut profitiert als Gemengen, denke ich davon, weil der Schlosspark ja im Endeffekt noch, den sich direkt haben drunter ausschließt, nicht nur ein geringen Lohn für Beteburg selber, als mir ein fantastisches Kulisse für die solchen Manifestationen, die da im Laufe des Jahres organisiert. So wird die Midi Merveille oder auch die Literatur an anderen Manifestationen, die dort stattfinden. Aber ich denke, wenn wir schon mal bei allen Gemeinden sind, dann können wir auch bei denen bleiben. Und da kommen wir bei dich, Maria, bei den Centre National de la Culture Industrielle. Beteburg hat auch Industriekultur zu bieten. Ja, also das können da stolz sein auf alles, was noch da ist und wie das umgebaut ging ist. Also ich wollte erst für dich über die Cellula schwätzen. Cellula. Ja, das ist eine Milchfabrik, das in den 30er Jahren, also ein elegante Hauptgebäude, und dann in den 40er, 50er Jahren dann auch noch andere Gebäude dabei gekommen sind, die an einem Bahnhof zusammen getragen gehen. Heute ist es umgewandelt und dann wurden ein Geschäftsraum. Ein spezielle Highlight ist, dass alles erhalten gehen ist. Also es sind gewisse Gebäude weggeholt gehen, aber im Ganzen ist das vorbildliche Industriekultur Rehabilitation. Und ich wollte wissen, also für ihr, was hat das einen Mehrwert gebracht, also an der Gemeinde? Könnt ihr mir was dazu sagen? Also wie der selber so, das Gebäude von der Cellula hat, also ist ein Flottgebäude, wir haben pur der Baustile, Bauhaushäuser nach anderen Gemengen, und die sind alle gut noch geschützt gewesen, also PRG 4 rund 4 Jahre, als die neue Norwegen getrat. Und da war das auch ganz wichtig, die Gebäude zu schützen, die auch einen architekturalen, historischen Wert haben. Da sind wir über Predech mit dem CD Monument damals nach durch alle Straßen gegangen, und dann all die Gebäude je noch Bedeutung dann noch sind die klassiert gehen, und das war ein großer Passion, weil wir hatten relativ viel. Wir hatten noch eine extra Reunion mit CD Monument darüber gemacht, für eben auch die Bausubstanz können zu erhalten. Besonders das Gebäude von der Cellula auch da, also ich kann mich noch ein bisschen daran erinnern, dass da der Milchbetrieb war, denn der Jean-Marie vielleicht ein bisschen mehr, bei allem Respekt. Ich weiß, dass meine Freierin Bopa, den hat auch da geschafft, wenn du eben ein schönes Bild hängen von der Cellula, das gehört zur Beteburger Geschichte, und viel und auch danach eine emotionale Verbindung dazu, und Haut natürlich, als die Verbindung ein bisschen mehr kulinarisch vielleicht, weil das ja auch eine bekannte Adresse war an der Gemeinde ist. Und nie wird Gemenge raus. Und nie wird Gemenge raus. Und ja, das Gebäude gehört zur Geschichte. Und prägt ja auch d'Entrée à Beteburger, wenn ihr von Diedling hier kennt. Ja. Könnte also die Cellula du auch vorbildlich für andere Gemenge sein, also Punkto, also die hat ja nicht nimmer, der Tisch, die hat nicht abgerappt, die hat versucht, mit all also Substanz umzugehen, die hat hier drin war der Bahnhof alles mineralisch, und du hat also so ein grüne Lung da dran, wo Leute auch drauf schaffen. Die hat einen Wohnungsmix, also die hat auch Geschäftsgebäude, die hat auch eine Crash da dran. Das ist alles agreeabel auch für die Anwohner da dran. Und die hat ein Lieu geschaffen. Also das, also auch für alle Leute, auch also im ganzen Ländchen, würde ich so wissen, ja, das geht. Ich kann mich erinnern, also in diesem Schafferrot, sind wir die Kollegen noch, dem Gusti Gras und dem José Loche, war da auch von Anfang an wichtig, eben nicht einfach Wäsche zu rappen und dann neue Köste, wenn ich das so nennen, bauen zu lassen. Wir hatten einen ganz prominenten Fall auch an der Gemeinde, wo eine Villa sich sollte aufgerappt gehen für ein Projekt von einer Residenz. Und die Villa, die war zum Teil auch nach oder nächsten davon gebaut mit Zielen, die an der Beteburger Zielerei produziert kaufen. Wir haben in dem Moment gesagt, nee, wir wollten das Projekt so nicht weiter feiern, indem es mal neue Schäfer kaufen. Wir haben gesagt, wir wollen, dass die Villa erhalten wird. Auch damals hat die Monument dafür gesorgt. Da hat den Promoter natürlich sein Projekt müssen umändern und hat dann
die Villa erhalen an enger nächste so gebaut oder so ganz flott. Me dat war natürlich auch am Anfang nicht einfach für davon zu verzeichnen von dem initialen Projekt Wäschrappen etwas Neues in der Bau aufzukommen, an eben die Substanz zu erhalten, aber etwas Neues zu verbannen. Das umso mehr flott. Weil Zillen war auch eine Industrie. Genau, also das war ja mein Zweitfroh. Ziegelfabrik. Nee, das ist ja gut. Das ist ja auch eine Identität, also eine Identität von Lützeburg. Da sind ja auch ganz viele Gebäude und auch gebaut gehen. Also am ganzen Land. Am ganzen Land, ja. An den Lycée des Garçons haut, den ist ja auch mit 1.500.000 Siegeln von Beteburg gebaut gehen. Also es sind noch Trassen noch überall am Ländchen. Ja. Aber von der Fabrik selber gibt es keine Ja, Trasse das war mehr. ja lo froh, aber was ist lo blieben, wie ist das haut, ja, was sind die Spuren? Also, du hast effektiv nicht mehr ganz viel blieben, also das ist auch schon ganz lang, dass du nicht mehr ganz viel hast. Ich kann mich erinnern, wie wir klein Bauern waren, und das sieht man schon ziemlich lang hier. Da sind wir effektiv auf die Zillefabrik spielen gegangen und wir hatten da war so ein Bassin de Retention, den dann noch oft gut gefüllt war. Und da haben wir also Floß gebaut und wir sind da über die Zucht Weiher da mit dem Floß, den auf Paletten sich gefaust hat, gefahren. Also wenn als Eltern nicht gewusst hätten, ich meine, da wären große BQ. Komm, aber von Gebäulichkeiten war auch da schon nicht mehr ganz viel. Da standen noch so ein paar Residuen, aber das war schon richtig Ruinen an der war Zeit. das? Da wo heute die Pflegeheime an der Wiesen genau, ziemlich genau auf der Platz. Und da ist auch nach Lohannen drin so sind Basingen. Fuhren kann man dann immer noch mal am Fluss, du. Oh, ich meine nicht mehr, ich war Pedalon und so haben sie auch schon noch gedurcht. Wir haben am Museeferum, wo die Musee von der Arbeit 10 Ausstellungen organisiert, machen wir auch ganz viele Kanner-Workshops mit den Schulklassen. Wir hatten gestern noch einen Lehm-Workshop, wo wir mit Lehm schaffen, wo die Kanner da gefragt haben, was ist das? Wo könnt ihr Lehm überhaupt hier? Und dann sind wir auch auf Beteburg zu schwatzen gekommen. Stimmt das, dass das dann den Lehm-Erd ist, mit denen die Zillen gemacht sind? Ja. Ich gehe davon heraus, von mir als ein Gerd, bei mir Gröven den nicht richtig im. Wenn den du Gröve geht, dann ist er direkt am Lehm. Also, es gibt Bilder, also, wo das gesagt ist, dass das Beteburg auch so geholt wird. Dann ging ich proposieren, dass man dann von hier aus weiterführen mit den Schafffroen. Wenn wir schon mit den Händen am Leben sind. Ja, work. Question. Maja, Herr Seimet, die hat Droit auf der Sorbonne studiert. Wie ist es dazu gekommen? Ja, ich war immer, wie gesagt, schon interessiert in Politik. Ich wollte aber auch immer in den Journalismus. Und wollte schreiben, schon gerne geschrieben, Schülerzeitung etc., den ganzen Parcours auch gemacht. Und dem muss am 90er Jahren, wenn es dann gefragt ist, ja, was soll ich da studieren für Journalismus, Journalismus selber oder Politikwissenschaften oder so. Und dann hast du gesagt, nee, das ist brotlose Kunst, mach das nicht, mach etwas terre à terre, mach Droit, le droit mais nature. Und ja, so eine Stadt dann gemacht. Heute ging es so, eine Stadt, da kann ein bisschen mehr Enthusiasmus dran lehnen. Aber dem aber nicht leid gemacht. War schon eine gute Schule. Weil die hat nur für das letzte Wort viel bei der Innenpolitik geschrieben. Das hat bestimmt war aber eine gute Basis. Ja, schon meine ganze Studentenzeit auch immer an den Sommervakanzen am Wort dann geschafft. Also aber dann schon gefangen zu Asch an der Agence, dann ich die ganzen Abonnenten angetippt, die Demos, und das fand man Demos noch ganz viel. Das letzte bei Wort zu Asch, kriegt ich noch Postleitzahlen, Demos von Asch. Typischer Studentenjob. Absolut, schon Postleitzahl von Asch auswendig kannt. Und oben drüber war die Lokalredaktion, und irgendwann konnte ich dann stärker abgehen, und sind an die Lokalredaktion kommen, Stadt pro Jahr gemacht, und dann war ich an der Innenpolitik ein Platz ab. Und dann habe ich mich da gemeldet, und die haben mich dann über ein paar Jahre gehalten, bis ich dann fest da konnte angestellt gehen. Ja.
War dir dann von Anfang an Fulltime Bürgermeister? Hey. Nee, ich meine die echt Jahre nicht, weil das war ja, da war so die Schwelle von den 10.000 Einwohnern, das heißt, die erste Zeit bin ich nach gependelt, auch Wort. Aber du sind mal relativ sicher, über die 10.000 Einwohner kommen und du warst dann 4 Stunden Tag, ja. Die wird auch Member am Staatsrat, also lo an der Chamber. Wie seid dann du den Arbeitsalltag von einem Deputierten aus? Ma du huet den se Kommissionen hunn dat Jo neu organisiert, dat hiech die Kommissionen sind aber festen Deeg, dat mcht d'Organisaioun vun de Woche schon mir einfach. Dann hummer als Fraktionssitzungen all dünchtes, wo dann d'Aktualitéit diskutiert gëtt an fir de recht ja, ass dat dann den hin an hier tschen der Gemeng an der Chamber, dat ass ewer am moment moll nach gut ze managen an Gemenge geht man dann Staat an schon man kann man der Beteburg das das schon ziemlich geregelt. Das schon ein Ofler was geregelt. Sie wissen, wann ich an der Stadt sind, die an der Stadt wissen, wann ich zu Beteburg sind. Und ich probiere noch mal zu wissen, wo ich gerade bin. Ja, ich habe noch schon den so probiert. Das ist natürlich nicht immer so einfach mit dem Rhythmus von den Rendezvous, die dann an den Druck kommen, wenn sie mal sehen an der Stadt sind und dann zu Beteburg. Das ist nicht immer einfach, weil du willst ja auch pünktlich auf den Rendezvous sind, dafür ist das mit dem Auto dann aber mehr einfach zu organisieren. Und so ganz nebenbei seht ihr auch Pap von 3 Kanner. Nebenbei ging ich nicht so. Nee, Ja, das ist aber richtig. Wie kann den das dann kombinieren? Wie reserviert die Zeit für die Familie? Das war wir kommen ja gerade aus der Vakanz raus, das heißt, da waren wir heute zu Beteburg und da war schon viel Zeit für die Familie, auch Ausflüge mit Nähe gemacht und dann noch der Weekend natürlich als Mädchen, das soll am Lycée, da hat auch ganz viele Aktivitäten, meine Beruf, den auch schon sportlich und musikalische Aktivitäten, der Weekend hat so das du sagst, Silo, das Programm von der Weekend machen, und mir ist dann da und drin organisieren. Ja, es geht, das ist anstrengend. Ich muss sagen, das ist natürlich auch flott von den Frauen, die das Engagement unterstützt. Aber wenn ihr noch nach Großeltern hört, die mal können nachsprangen. Das eine Idee wäre sicherlich die letzten Jahre nicht gegangen. Ja, weil so Deputy Mayor hast du wahrscheinlich noch nicht wirklich eine fixe 40 Stunden Stunden Nee, Job das pro schon Woche. Du gehst an wahrscheinlich der auch Dauer, Woche, wo du Milan immer setzt. Wo du unter Milan gehst, wo es meist frei und noch spät. Und dann da hast du auch nie so oder sagen wir mal so, geschehen dax unverhofft Sachen und da muss ich sich eben dem auch aufpassen und das probieren den zu organisieren. Ich muss ja noch eine gewisse Spontanität muss auch gehen. Wir im Allgemeinen können dir aber auch aufschalten an der Weekend an kurz ganz. Ja, ganz, weil das ist ja immer ganz so. gerne, sie gehen aber gut nicht gerne mal halt zu Bett spazieren, weil da kann ich dann eben nicht aufschalten, weil ich dann in NRW Sachen gesagt, wo ihn dann einfach der Remis in der Arbeit das wie entspannt. Und dafür sind wir nur an der Christvakanz ob Klief gefahren, am Zug sind zu Fuß von drauf und ob Klief gegangen, weil ich wollte die Stadt unbedingt drin gesehen, weil der Kollege Jean-Marie du auf die Welt kam. Und dann auf die Kirche immer gefahren, für dann mal ein bisschen auf anderen Plätzen zu gehen. Und heinz so erwischen ich mich stand mal besorgt, weil ich hier hast du dann egal. Gebiet von der Gemeinde Beteburg, ich wiesle de Sujet, gibt es doch 4 nationale Naturschutzgebiete. Also das ist auch ein Gemeinde mit ganz viel Natur. Und das sind noch alles Pufferzonen von der Minette Biosphäre, den Beteburger Busch, den Streisel, den Bongerts Altenhofen oder Birsch, wie er sich als Naturschutzgebiet korrekt heißt. Und dann noch eine ganz kleine Wupp vom Dumanshaft, die von der Nopisch Gemeinde River kennt. Hu der an stellen die Frolo auch bewusst und ihr 2 fangen wir vielleicht Jean-Marie Jans mal dir schon eng Lieblingsplatz an engem von denen Naturschutzgebiete oder gedenk einer Naturplatz an der Gemeng, wo der so die as am Anfang der Mayschein auch van se nicht in der nationalem Naturschutz steht. Ich meine, du kannst die 2 soen. Also der Lieblingsplatz als für mich auch einfach aus winten Erinnerungen aus der Kantheit der Moselter Bösch.
an do drun ugrenzend de Bongert Altenhofen. De Bongert Altenhofen mat dem hunn joch haut nach ganz stärker Bezug, weil de grenzt direkt an als Haus, also Gerd steist sech op e Stück von dem Bongert wird durch die Autobahn vom Rest vom Bongert aufgetrennt, dass mir wird aber ursprünglich zu dem Bongert gehört wird. Der Moselter Busch gefällt mir immens gut, da fühle ich mich immens wohl. Und dann außerhalb von den Zonen, wo der genannt wird, da gefällt mir auch immens gut der Park, den wir auch gelöst haben am Bereich um den Büschel, also unter dem Krackelshaff. Neben den Wiesen, wo die neue Schule am Gangen ist, entstehen, schon das mit dem Park Jacquino, den ja historisch schon da dabei ist, als der den Platz, wo es immens agreeabel ist, für sonst mal tröppeln zu gehen und für sich da wohl zu spüren, besonders von Viertag gut ist. Das hilft immer für durch die Natur zu gehen. Laura Zeimet, Lieblingsplatz an der Natur hier? Ja, mir beet dass der Steisebun an zwei gespleckt haben. Wir nennen den Daldörf und Neudörf. Und der Jean-Marie kennt aus dem Neudörf und ich komme aus dem Allendörf. Und das zur Seite von Obler hin. Ich habe im Obler Biersch gewohnt. Und da ist der Obler Bösch, der Beetebäuer Bösch, war dann stehen wir uns auch schon nur. Und das ist auch der Platz von der Schmischlomistis, der wo so da gehen ich am nächsten dann noch spazieren. Dann hat auch ein Anwohner hier, den es auf vielen anderen Plätzen am Land nicht gibt, den aber regelmäßig rumkennt, den weiße Storch oder weiße Sturk, wie er noch Plötzebäuer heißt. Wie ist Ihre Relation zu dem? Ich da den mal die Zeit, wo dann Sanseia da abzutauchen, guckt, ob Wertverhängung von den potenziellen Nächter, die er hat, einen Job hält. Weil das ist ja nicht all Jahr der Fall und das ist natürlich auch nicht überall der Fall, weil man sich ja einfach rar möchte. So, also das nur sich, das gehört dann mal dazu. Den war auch schon auf dem Turm von der Cellula. Ja. Hat sich auch ein Gehei Schloss, kurz näher gelöst, um Kamin, und du hast Leute gemerkt, bei mir steht ein Kapap und ich habe auch gelernt, dann ein paar Mal drauf kam den dritten dann. Also schenkt auch einfach etwas drin. Wenn wir schon beim Pap sind, dann als von da ist der an der Beetebäuer Park relativ kurz. Wiedags muss ich als Beetebäuer Lokalpolitiker der pro Saison an den Park gehen. Und so wird just mit den Kanner oder mit den Enkelkanner oder als das gut keine Obligation. Also dafür Eis, mir geht ganz tags, das kann er nach mehr, weil sie ganz gerne noch dahin gehen. Wir gehen natürlich für die Vertür. Die erst mein Stößtür den 21. März müssten abgehen. Und dann hat er natürlich Gespräche für Sachen zu organisieren. Wir sind noch mit der Parksituation, die ist teilweise dann anstrengend. Am Sommer sind wir am Gang im Park auch für weitere Solutionen zu sichern und auch für das sicher zu machen, dass Leute, was an den Park kommen, sich nicht selber vorbringen, weil sie ganz abenteuerlich parken. Aber das ein wunderbarer Platz, wie man kann da zu verbringen. Wir gehen natürlich mal den Weekend, weil man die Möglichkeit noch an der Woche mal spontan dahin zu gehen, wo dann ein bisschen Männer Leute vielleicht da in der Weg sind. Und das ist einfach immer flott. Aber wir machen noch ganz gerne mit der Gemeinde Essen auf der Platz, weil auch der Restaurant ganz sympathisch ist und flotte Kader ist für das Stück zu begegnen. Ein flotter Kader, den noch ganz Jahr dann oberst, wenn er eine Gruppe hat, die was man so minimal 25 Leute sind, dann kann ihn auch am Wand, wenn der Park so ist, als Gruppe dahin nach zum Beispiel essen gehen oder eine Feier organisieren, noch für eine Betriebsfeier, ist alles möglich. Das ist auch dann sogar außerhalb von der Saison ein ganz agreeabler Platz. Wir waren ja auch mal im Podcast einkehr an den Alenturen vom Park, wo man an den Gîte vom Minatrail waren, die an die Alenturen vom Park integriert gouf, an dem Mengen auch allein schon für Familie mit Kindern wirklich zu rekommandieren, dass man dem ganzen Kloterturm. Also wir sind alle den ganzen Turm geklottert, ja, ganz spannend. An der Gîte hat ja auch einen ganz großen Success, den ist ja relativ gut gebucht. Und hat nach dem sympathischen Aspekt, dass der Park gehört ja oder wird exportiert von der APM. Und sie machen ja ganz viel Arbeiten selber mit ihren Leuten. Und sie haben noch eine Equipe formiert für Leute, die dann den Catering und noch die ganz Arbeit unter dem Frischmachen von den Betten, die Putzen von den Zimmern am Gîte machen, organisiert. Dann. Das ist ein ganz sympathischer Aspekt auch von dem Gîte. Worky question.
Noch ein Ich, ein anderer Frau, ein Ich. Also, an wie einer Gemeinde aus der Biosphäre wollt ihr wohnen, wenn ihr müsst von Beteburg fortgehen, fortplündern? Das ist als quirky question. Ich kann dir noch ein bisschen Bedenkzeit geben, für mich ist das ganz einfach, natürlich an Städtisch. Correct answer. Seht als Ascherin der Schei. Also ich mengen du wäret bei mir ganz ähnlich auch Ash gefällt mir gut mir sinn wie man kann erklären hätten öfters ob Ashgänge fir du durch nimmen durch Dulzestoße trippeln an durch nach Kommissionen zu machen an wann mir ärget an viel den enker plnneren oder mis de plnnere wie dir gesot huet dann ass der städtische Kader am englisch in den die ganz flott ist. Also nicht zurück auf Klief, mehr. Ja, zu Klief sind ich auf die Welt gekommen, obwohl meine Eltern schon die Zeit hier zu Weteburg gewohnt haben. Und das ist einfach 300 Meter vom Haus von meiner Mama, vom älteren Haus zu meiner Mama weg, war damals Spidol. Und am Spidol war effektiv auch eine Maternité. Und da war Tierwarm Madame Reimen, und Madame Reimen war Tierwarm von der ganzen Familie. Meine Mama, die waren zu daheim, und all mein Bruder auch, und dann meine Cousinen und Cousinen, die sind zu Klief an der Maternité bei der Madame Reimen auf die Welt gekommen. Das war so eine Zucht Familientradition. Da kommen wir lo bei als nächste Rubrik, das ist eine kleine Quiz, wo es 3 Fragen mit 3 alternativen Antwortmöglichkeiten gibt. It's quiz time! So, und es geht nicht darum, wie du am seiersten Antwort oder doch Buzzer. Ich fange direkt mit einer Mobilitätsfrage an. Wisst ihr, wie viel Uhr den direkten Zug von Römling an der Nerzinger Gar könnt? Also A. 5:36 Uhr, B. 6:36 Uhr oder C. 7:36 Uhr? 5:36 Ja, ging das so 5:36. Das ist nicht korrekt. Das ist 6:36 Uhr. Das ist zu frei. Dann hast du noch zu schaffen. Vorbei ich meine Käfer. Da hätte ich mich eigentlich auf der Mobilitätschef verloren. Das heißt, die hat den Zug noch nicht geholt. Zu Netzing jedenfalls noch nicht. Wann ich ging holen, dann halt zu Weteburg. Noch Gott sei Dank nicht so frei. Der hat noch nicht gelehnt von Römling auf Netzing. Lochen Asche froh, neben der Cellula gouf eng aner Zweetmolkerei zu Beteburg. Wie huet die geheescht? DKB, ja. Emil Klensch. Wow. Super. Die Leute von den Gebäulichkeiten hier nicht so gut erhalten als für Zellula. Das ist das Beispiel, wo der Bürgermeister dafür gesagt hat, du hast das ganz Gehafs weggehabt gehen und du hast ein riesen, das den Eden Green Haut abgebaut gehen. Ein ganz neues Gebäude. Natürlich von der Funktion hier ganz gut Gebäude aus. Aber du hast nicht Helle von dem Bett ursprünglich da war. An der last but not least hun ich dann auch nach eng froh an zwar wilde wissen wenn ihr de Bongert Altenhoven dann national in der Naturschutz gestalt gehen also we engem Joar war dat 1986 1992 oder 1998 Ja. 86. Ich gebe mich spät zu. Ich gebe so 90er, aber 92, 91, so 91. Richtig zu dem Zeitpunkt wo Fondation Natur und Umwelten bis dann auch schon kauft die bis heute erhalten regelmäßige Aktivitäten am größten Bongert vom Land Wollen durch Autobahn gespleckt organisieren am wirklich also für all die noch nie do waren allein dat aus der Besuch zu Beteburg werden nicht all den anderen Sachen die heute noch zu entdecken gibt was ging da die Leute tun also spontan und Entdeckung und Herz lehren
Der Ries natürlich, also der Park Merveilleux selbstverständlich, also immer besucht werden, dann haben wir auch eine flotten Tour am Ries, den wo der Ries durch die Gemeng auf den Tour möchte, und da kann ihn das dann erleben, da haben wir eine ganz reife Kunst, an Nolesen, an der Bande Dessinée, kann ihn den Mat auf den Weg holen, das ist schon ganz flott. Ja, dann bleibt uns noch der Appell zu machen, Hashtag #MinetMashup, wenn da irgendetwas über diesen Episode oder all die anderen Episoden von unserem Podcast wollt nachlesen, Shownotes mit all den Links zu all den Sachen, die hier geschwärzt kaufen, so wird von Horäre vom öffentlichen Transport bis hin zu der BD über den Ries von der dann wie gewinnt auch do an ob minet-biosphäre.com. Laura Zeimer, schon Marians, mir so merci, dass ihr erst mal in Zeit geholt für uns. Merci. Merci nicht. An den nächsten Monat, da gehen wir erst dann Rendezvous. Wir führen alphabetisch 4 Runden an der Gemeinde Deiferding. Und mal gucken, wo genau ist da dann der Bürgermeister Guy Altmeich an den Pro-Süd-Vizepräsident Ernie Müller empfangen wollen. Ich bin gespannt. Adieu, merci. Adi.